Erneut begrüße ich euch zu einer neuen und hoffentlich spannenden Episode hier zum Let's Play von Assassin's Creed Syndicate bei bereits Part Nummer 84 und je nachdem, was man da am Titel liest, eventuell auch sogar schon die letzte Folge. Warum? Ganz einfach, weil soweit ich weiß und noch im Kopf habe und hoffe, dass auch stimmt, was ich gelesen habe, dürfte vermutlich in dieser einen Folge den Rest, was da die Mission mit Dulip Singh betrifft, noch runterkriegen. Runterkriegen vor allem. Unterkriegen, nicht runterkriegen. So. Der Sandmann. Trotz Bedrohung durch die britische Ostindien-Kompanie sind die genau. Die Ananassen, genau. Die Assassinen entschlossen herauszufinden, wer ihren Freund Dulip Singh zum Schweigen bringen will. Und zwar so theoretisch gesehen 7 Uhr, perfekt. Ich sprach mit Mr. Green und wir haben das geheime Hauptquartier der britischen Ostindien-Kompanie entdeckt. Sprechen Sie mit ihm. Er gibt Ihnen die weiteren Details. Es gibt hier eine Gießerei, in der sich Templer und Angehörige der BOK mehrfach getroffen haben. Mr. Green wartet dort auf Sie. Aber wir Und warum zum Teufel muss ich jetzt wieder darüber und konnte man nicht irgendwie... Oh, jetzt musst du den ganzen Weg darüber gehen. Wollte mich verarschen. Wieso nicht direkt irgendwie hier den Punkt machen, wegen mit hin teleportieren, weil jetzt kann man nicht porten, ja toll. verstehen immer noch nicht, was diese Aktion sollte. Wir nicht, aber Mr. Green scheint zu glauben, dass in der Fabrik irgendetwas entwickelt wird. Jedenfalls wäre es ein guter Anfang. Viel Glück. Jo, werden wir brauchen. Ja, ich gehe natürlich schon hin. Hallo, dankeschön. Ich werde jetzt erstmal hier hingehen und dann, ich glaube, so geht es am schnellsten, weil wenn da übers Wasser gehe, man weiß nie, wie schnell das wieder funktioniert und daher, ich glaube, im Landweg bin ich da am schnellsten. Schon in Ordnung, ich warte. Was ist denn Rogues überhaupt für ein Name? So, perfekt, so eine Kutsche, hier kommt sie auch, gut, ein bisschen groß. Muss reichen. Braves Mädchen. Oh, oh, es klappt nicht so wie... Oh, scheiße, die Wand doch voll. Das klappt nicht so wie gewünscht. Allerdings ist darum bereits die nächste Kutsche, wenn ich also relativ schnell bin. Ich wollte sagen, hallo. Es geht noch gut. Erst kann ich mal die Katze aus dem Sack lassen. Es dürften eigentlich nur noch 2 Folgen, 2 Missionen sein. Das müsste die zweitletzte Folge, also ja, ich sag immer Folge, war automatisch. Die zweitletzte Mission sein mit Dulip Singh. Und da ich bisher eigentlich immer 2 Missionen pro Part umgebracht habe, war mal so meine vorsichtige Vermutung, ja, das könnte vielleicht die letzte Folge werden. 84 Parts ist auch eine relativ schöne runde Zahl, von dem her gar kein Problem. So, wir sind gleich da. Wo fährst du entlang? Hier ist Linksverkehr. Da war ja richtig. Und nicht falsch. Gut so, Mädchen. Hi Templer, Idioten, wie geht's denn so? Hey Greenie! Du hast das Versteck der BOK gefunden? Sie haben eine verlassene Fabrik übernommen. Sie wird schwer bewacht und man munkelt, dass von dort aus etwas Wertvolles nach Übersee verschifft wird. Mein Bauch sagt mir, dass etwas Wertvolles nichts Gutes bedeutet. Das dachte ich auch. Wir müssen zerstören, was immer sie dort bewachen. Vielleicht erfahren wir so auch, was sie von Mr. Singh wollten. Also hier haben sie das Schlafgas aufbewahrt. Sie dürfen London nicht verlassen. Da sind wir uns ja einig. Scheiße. Das wird also nach Indien geliefert? Nein. Wofür wollen die das denn? Ein Krieg? Ich muss sie zerstören. Wow, ich muss sie zerstören. Mhm. Helixpunkt? Nö, fast.
Was? Ah, das ist drin. Ja, hier ist er. Ja, ist er hier? Ist er hier? Er ist hier. Tut's weh? Glück gehabt. Oh. Nicht pennen gehen. Eine große Wirkung. So, 3 von 6. Die Rest sind da drüben. Gehen wir nach oben, wa? Aha, sah ganz aus, wäre da noch eine Packung. Hey, ist die auf der Treppe? Ach, nee, nicht ganz, wa? Wie wollt ihr mich jetzt hier oben sehen, wa? Er hat mich doch gesehen, wa? Ja, du bist ein ganz guter. Du hast mich gesehen. Bravo. Aua, es hat weh. Ey, das hat schon wieder weh. Mann, ich sehe so wenig. So, schon besser. Ja, versuch's nur. Du willst auch noch? Gar kein Thema. Was willst du eigentlich ständig hier von hinten? Typisch vor allem. Typisch Templer, die können nur von hinten. So, und wo ist jetzt hier? Ah, da hinten. Wie soll denn das? Ich wollte sagen, machen kann ich schon, aber dann. Jojo, es ist der Frey, der hat immer Frey. Haltet ihn! Aua! Hey, tut doch weh! Doofe Arschgeigen. Ist aber sogar ein bisschen doof, das Teil zu treffen. Ja, ich komm runter, wa? Wow! Hey Leute, na, wie geht's denn so? Hat mich schon vermisst? Ich euch noch nicht. Ist der eigentlich alle Stufe 10 blöd? Also nicht blöd, sondern schon eine ganze Zeit bei diesen Dueling-Sing-Missionen. Oder wäre ich jetzt mir nicht so sicher? Konzentriert euch auf ihn, er ist das Ziel. Schlag dich in Stücke. Jo. Sir, jemand muss den Boss holen. Wir haben ein Problem. Ja, genau. Hol doch bitte den Geschäftsführer. Na so, Jacob. Du entkommst mir nicht.
Denn ich bin Jacob Fry. So eine Alarmglocke, das höre ich allerdings weniger gerne. Die Bombenlieferungen, sie wurden alle zerstört. Ist das Ellsworth? Ich guck mir das mal näher an. Zerstört? Wie? Irgendjemand treibt hier sein Unwesen. Ein Spion. Ich wette, es ist einer der Rooks. Ach, das sind bestimmt diese abtrünnigen Freunde von Singh. Wer hätte gedacht, dass ein Vogel im Käfig so viel Ärger machen kann? Sie sind erledigt, Ellsworth. Geben Sie auf. Ich wusste, dass Sie etwas damit zu tun haben. Schnappt ihn! Wow. Das ist aber animationstechnisch eine ziemlich billige Cutscene. Sofort sinken. So. Kommt nur her, kommt so eine Schross, hättet Leute, ganz ehrlich. Ich bin Meisterassassine. So, jetzt kommt der Große dran. Ausgewichen, Konter, Verdammung durchbrechen, angreifen, kontern. Alles automatisch. Also mehr oder weniger automatisch. Ich habe auch so geübt mittlerweile. Ja, ausgewichen, ne? Siehst du, wa? Da guckst du mal. Was guckst du? So. Er muss zum Schluss noch sein. Ellsworth also. Aus dem Gebiet entkommen. Das klingt für mich wieder mal nach dem Ende. Und das heißt, wir sind wieder mal relativ gut. Kann ich nach oben, kann ich nach oben, kann ich nicht nach oben. Scheiße. Ja, ja. Jupp. Und ich bin raus. In der Luft vor allem. Wer steckt dahinter? Was haben Sie herausgefunden? Euch wird nicht gefallen, was ich euch sagen muss, Eure Hoheit. Brinley Ellsworth steckt hinter den Angriffen. Ellsworth. Er verschwand, bevor ich Gelegenheit hatte, ihm zu folgen. Aber wir müssen ihn finden und der Sache ein Ende setzen, bevor Schlimmeres geschieht. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Aber wieso heißt die Mission der Sandmann? Ein zu wenig. Ja, war trotzdem eine coole Mission. Also teilweise, wie ich finde, waren die Kisten ein bisschen unpraktisch verteilt. Vor allem bei 21 dachte ich so, wie soll ich denn die wohl aus Luft her erreichen? Aber okay. So. Darf ich mich bewegen? Spiel sagt nein. Michael sagt doch. So. Ja und, haben sie es überlegt? Wie sieht's aus? Hä? Also, wenn es einfach nur dramatisch sein sollte, bin ich nicht gerade begeistert. Immerhin kann ich Pause machen, ist doch auch etwas. Ne, sonst geht nichts. Ja, geil! Ja, vielleicht gehört es auch zur Mission, kann ja auch sein. Aber also generell muss ich sagen, hier die Du liebst Sing ist irgendwie die ganze, ich weiß auch nicht, alle Quests haben irgendwo einen Bug. Manche ein bisschen größeren, andere ein bisschen weniger. Vielleicht liegt es am Uplay-Konto, vielleicht, also an der PC-Fassung halt, vielleicht liegt es auch an ganz anderen Gründen, keine Ahnung. Ja, kommen wir raus. Gut, Freunde, es geht gleich weiter, muss mal das Spiel schnell neu starten und dann spiele ich wieder bis hierhin. Vielleicht hat das Spiel auch schon im Hintergrund einen Checkpoint gespeichert, kann natürlich auch sein. Wir kommen einfach hier nicht raus aus dieser aktuellen Sequenz, aber ich bin schon froh, wenn ich hier mal mit dem Spiel durch bin und mich wieder auf die anderen Assassin's Creed Teile verlassen, vor allem eingehen kann. Weil ich glaube, solche Bugs wie jetzt wie hier hatte ich auch relativ selten.
Gut, es gab hier und da natürlich grafische Bugs, die gibt es immer, vor allem bei Assassin's Creed Spielen. Die sind vielleicht ein bisschen nervig teilweise und stören, aber nicht wirklich spielhindernd. Aber das hier ist dann schon, wo ich sagen muss, nö, ich kann nichts machen. Das ist dann schon sehr, sehr unangenehm. Gut, bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. Dann eine ganz kurze Unterbrechung mit Du liebst Sing-Erinnerung in der finale Showdown von Level 8. Ja, habe von neu gestartet, also sprich, musste komplett raus aus dem Spiel, quasi mit Alt F4, weil auch das Fenster schließen ging nicht. Also, ja, muss echt die Hardcore-Variante verwenden. Gut, noch Hardcore wäre halt gewesen, PC abzuwürgen, wollte aber auch den Taskmanager das Programm abzuschießen, aber dachte so, Alt F4 müsste trotzdem gehen. Und ja, hat irgendwie auch geklappt. Er kam raus aus dem Zug, also von dem her bin ich direkt hier wieder gestartet, irgendwo außerhalb von allem Möglichen. Und ja, wagen wir uns halt zur letzten Mission. Der finale Showdown, wie es so schön heißt. Wir haben noch genug Zeit, von dem her, wie bereits erwähnt, ist es, glaube ich, ziemlich realistisch, dass wir in der heutigen Episode das ganze Prozedere abschließen können und damit auch endgültig von meiner Seite aus das Let's Play zu Assassin's Creed Syndicate. Hat schon lang genug gedauert, also heißt lang genug. Es ist nicht so, dass ich irgendwie sagen muss, das Spiel ist mittlerweile scheiße oder so. Nee, das nicht, aber merkt schon irgendwie, ja, Bugs werden ein bisschen häufiger, was nicht unbedingt zum Spielvergnügen beiträgt. Aber vor allem, wir haben gezeigt, was es noch zu zeigen gab, vor allem alles Interessante. Und irgendwann muss ja mal Schluss sein. Im Sinne von, alles gut muss man ein Ende haben, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Oder wird ein bisschen sehr pessimistisch. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Entschuldigung! So, gleich sind wir da, gleich sind wir da. Wie geht's zu Ende? Ich meine, das heißt, der finale Showdown. Wird es irgendwie etwas Episches werden mit Ellsworth? Oder wird es irgendwie, ich überlege noch, woher ich die Stimme kenne. Mir fällt es auch nicht ein. Henry Green und der Marcher, und die sind beide irgendwie sauer. Verwirrt am Boden zerstören, wütend macht sich Dulip auf, um Brinley Ellsworth auf eigene Faust zu finden. Das ist nämlich ziemlich doof. Die finale Showdown von Level 8, jetzt wird's hinter ein bisschen brutal. Ich habe nichts getan. Herr Polizist, ich habe nichts getan, ich wollte keine Mission starten. Ich will so verarschen, Alter. Ich muss ganz einen Polizisten töten. Nö, wer hat's getan? Okay, ihr habt keine Schuld, ihr habt nichts getan. Oh, gut, du bist hier. Seiner Hoheit ist heute Morgen wohl der Übermut zu Kopf gestiegen. Sie hatten recht, als sie sagte, das wäre unsere Chance. Hatte ich? Wir veranstalten einen Tumult und locken die Templer von der Ostindien-Kompanie aus der Reserve. Was wollt ihr tun? Euch in die Schusslinie stellen? Es ist eine Botschaft an Ellsworth. Das alles ist erst vorbei, wenn wir ihn herauslocken können. Ich muss das einfach erledigen. Sorge für einen Tumult und Sie mischen sie ein bisschen auf. Und das sollte kein Problem sein. Ich hab gehört, ihr Templer seid ein Haufen Schwächlinge. Verprügeln, wa? Die Rede ist von verprügeln, nicht irgendwie umlegen. Ja, Entschuldigung, bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade auf Du liebst Sings. Ja, ja, ich sehe es auch. Was denn den Arsch? Ich lenke ihn ab, platziert ihn. Also das war verdammt knapp. Du wirst uns keinen Ärger mehr machen. Bitte, Verprügeln? verschon mich! Du musst Ellsworth eine Nachricht überbringen. Ich tu, was du sagst. Sag ihm, er soll mich heute Nacht am Friedhof von Lambeth treffen. Und er soll allein kommen. Bloody Murderer. Alter, was ist hier los? Wir treffen uns am Friedhof von Lambeth. Der kommt nicht allein. Erst recht nicht, wenn ich darum bitte. Ja. Ich hoffe trotz allem. Dankeschön, ja, ich hau schon ab. Ich hoffe trotz allem, dass das Ganze noch irgendwie durchspielen kann. Und dann habe ich eher das Gefühl, dass wir. Weiß auch nicht. Es ist einfach nur. Dass hier ein Bug nach dem anderen kommt, oder kann er nie. Liegt es echt nur an mir? Liegt es an der Uplay? Also ich spiele eine PC-Version oder sonst irgendwas? Ich habe doch keine Ahnung.
Auch schon zu kaufen. Ja, ich weiß, ich weiß. So, bin jetzt eigentlich gekommen, noch nicht. Dummes Pferd, ey. Gut, das Pferd kann ich dafür, dass ich so doof bin. Er wollte gerade wechseln, ja, sehr schön. Wo ist mein Schwesterherz? Geht ja eigentlich noch. Aber wo geht noch? Oh. Komme ich so überhaupt zu Evie? Ja, doch, es klappt. Ui, ui. Gut so, Mädchen. Oh oh. Sachte. Gruselige Zerstörung. Dass dann noch nicht alle irgendwie geschafft haben, wundert mich vor allem. Ups, falsche Seite. Hey, Schwesterherz. Aua! Das muss ein Stahlpferd sein. Eine Stahlschnauze. Das war wahrlich mal ein Tumult. Er ist verrückt geworden. Greenie hatte recht. Nicht verrückt, Jacob. Er nimmt Dinge in die Hand. Er will Gutes tun. Ach, vergiss es. Ich übernehme das ab hier. Klingt gut für mich. Ich hätte gerade sowieso Lust auf ein schönes Pint. Alles klar, die Mission um 12 Uhr. Mitternacht. Oh, ich hätte Jacob erwartet. Bin jedoch froh, dass Sie gekommen sind. Er glaubt, ihr seid verrückt. Vermutlich hat er recht. Wie lautet der Plan? Ich bat Brinley, mich hier allein zu treffen. Aber natürlich hat er eine kleine Armee geschickt, um die Umgebung zu sichern. Beseitigen Sie sie und treffen Sie mich dann hier wieder. Wenn Brinley hier eintrifft, ist es wichtig, dass ich mit ihm alleine bin. Verstanden. Alles klar. Oh, ich habe gar kein Ding mehr. Mann, wieso hatten nur angenommen, nicht beide miteinander? Ich werde sie erschießen! Reißt sie nicht nur nacheinander! An die doofen Uhr sehe ich nichts. Doch zur Abwechslung mal! Naja, hat geklappt. Ich meine, kein Alarm auslösen, ne? Da geht es nicht darum, dass ich mich wie ein Schatten und so bewege, sondern dass ich halt verhindere, dass sie die Uhr, also die Uhr sage ich schon, ne? Einen Alarm betätigen können. Die Templertöne, ja, da haben wir schon mal. Ja, toll.
Es muss ein Assassin in der Nähe sein. Jo, das muss so sein. So, mal gucken, die nächsten Templer. Es werden bloß noch 7 Stück. Das ist nicht mehr so viel. Ich wollte gerade sagen, wo sind die alle hin? Ich wollte gerade sagen, Doppelkill geht doch noch. Ja, dass man keinen Doppelkill aus der Ecke raus machen kann, finde ich jetzt auch ein bisschen sehr dämlich gemacht. Oh, was ist denn das hier? Ah, die gepressten Blumen. Oh ja, da war ja so eine Sidequest, wo ich aber echt keinen Bock drauf hatte. Nee, Londoner Geheimnisse war schon mühsam genug, sag ich jetzt mal. Wow. Ich kann mir eigentlich Zeit lassen, obwohl dann doch lieber ein bisschen mich beeilen wollen. Also wer unsichtbar, wieso sehen die mich denn trotzdem? Tja, keine Glocke in der Nähe, wa? Keine Sorge, du hörst gleich die Glocken läuten. Ganz ehrlich, wenn ich unsichtbar bin, theoretisch, ja, wieso? Gut. Ja, es hieß so, wenn es ein paar Schritte nebenan wären, aber dann hören sie mich vor allem nicht, dass sie mich irgendwie auch... Bis was, ist mir zu doof. So. Sollen selber machen. So, wer stirbt vorher? Sehr gut. Mit unserem guten alten Kumpel Dulip folgen und wenn er mit seiner Vermutung richtig liegt. Wo ist er hin? Ha. Das wird mir sicher helfen. Vielen Dank. Er ist hier. Ich muss mit ihm reden. Seid nicht albern, das ist gefährlich. Miss Frey, das ist etwas, was ich tun muss. Und zwar unbedingt allein. Bleiben Sie hier. Er darf Sie auf keinen Fall hier entdecken. Ihr könnt mir nicht für immer entkommen, Eure Hoheit. Kommt raus und stellt euch. Woher kennt die Stimme? Verdammt. Ich hatte Sie doch gebeten, allein zu kommen. Ich bin nicht mehr so einfältig, wie ich es einst war, Sing. Ich wäre nie im Leben alleine hergekommen. Nicht mit euren gegenwärtigen Freunden. Ich bin allein, Ellsworth. Diese ganze Sache muss nicht so enden. Ihr könnt nicht einfach wie ein freier Mann auf der Erde wandeln. Ihr seid nichts weiter als eine Trophäe, ein Hirschgeweih über dem Kaminsims. Ihr habt bereits genug Ärger angerichtet. Es wird Zeit, die Sache abzuschließen. Wenn Sie mich jetzt töten, sind Sie ein gesuchter Mann. Stellen Sie sich den Aufruhr vor, wenn bekannt wird, dass Ranjit Singhs einziger Sohn ermordet wurde. Glaubt ihr, man wird sich an euch erinnern? Ihr seid verloren. Ein Monarch, der sein Volk verlassen hat. Ihr seid Ich weiß nicht, sollen doch besser anschleichen. Wir waren so gute Freunde. Freunde? Ihr wart nicht mehr als ein Spielzeug. Gefangene in königlichen Gewändern. Ihr habt Glück, dass ihr noch lebt. Ich gebe zu, das hat mich auch erstaunt. Ellsworth, hören Sie. Ich habe genug gehört.
schießen frei. Wieso hat er gar keine Zeit, das alles noch zu machen hier? Nein, tun Sie das nicht! Du bist frei! Er wird euch töten! Dafür wurde ich hergeschickt. Bring es zu Ende. Ich verfolge weiter meine Mission. Das werde ich nicht zulassen! Die Loggins, die Kompanie, alle wollen euch tot sehen. Ob ihr nun Gnade walten lasst oder mich beseitigt, den für euch vorherbestimmten Schicksalen kommt ihr nicht. Es scheint, Sie verstehen nichts von Indien, von seinem Volk. Aber Sie töten. Das kann ich einfach nicht tun. Dann wäre ich keinen dort besser als die verfluchte repressive Kompanie, für die Sie arbeiten. Ihr werdet sterben, wie ihr gelebt habt, Singh. Ihr werdet nie mehr sein als eine Trophäe des Krieges. Ihr werdet euer Grab finden in englischer Erde. Wow, was eine Abschlussrede. Sie haben mir viel Gutes getan. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Wir haben gern geholfen. Ich fürchte nur, dass ich auf diese Weise nicht weitermachen kann. Der Weg der Assassinen ist nicht der meine, so hilfreich sie auch waren. Das Empire, dieses Land, mein Volk. Es geht um so viel mehr als Leben und Tod. Ich weiß jetzt, dass ich mein Leben diesem Anliegen widmen muss, um Indien, meiner Heimat, seinem Volk wieder zurückzugeben. Es ist ein langer und entbehrungsreicher Weg, doch ich muss ihn gehen, selbst wenn er zu meinem Tod führen sollte. Verstehe, Eure Hoheit. Falls ihr doch eure Meinung ändert, dann wisst ihr, wo wir zu finden sind. Das weiß ich. Danke, Assassinen. Hoffentlich kreuzen sich unsere Wege nie wieder. Wow. Was für ein doch noch epischer Abschluss. Der finale Showdown abgeschlossen. Kukris, Obsidian Kukri haben wir bekommen. Erinnerung bewerten, natürlich sehr gerne. Es war, wie ich finde, doch noch ein epischer Abschluss, von dem her. Klar war dafür, dass es halt ein Abschluss ist oder ein finales Showdown, ein bisschen kurzweilig, okay. Trotzdem hat es relativ Spaß gemacht und er hat Größe bewiesen, unser guter Maharaja. Muss man auch erstmal tun, war so denjenigen, der ihn töten will, einfach laufen lassen. Der Zug fährt, wohlgemerkt, und er steigt einfach aus. Okay, er ist halt ein Maharaja, er kann das. Warum auch nicht. Jo! In diesem Sinne, Leute, denke ich mal, oder bin ich da sicher, wir gucken mal ganz kurz nach. Hat es noch irgendwo eine Erinnerung, die wir machen können, die wir machen müssen, die wir machen sollten? Nö, er sagt nichts mehr. Damit, liebe Freunde, ist Ende der Zeitpunkt gekommen, für mich zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen hier vom Let's Play zu Assassin's Creed Syndicate. Ich habe, glaube ich, schon das ein oder andere Fazit mal während des Let's Plays gezogen, vor allem natürlich nach dem Abschluss der Hauptstory. Ich finde, es ist ein geniales Spiel, ein guter Assassin's Creed Ableger, vor allem natürlich wegen London oder auch wegen Jack the Ripper und so weiter. Industrialisierung von London, es ist halt alles passend gewählt, wir können zwei Charaktere steuern, auch das ist geil mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Was ich einfach halt, ja, ein bisschen anmerken muss, trotz allem sind halt die nicht ganz so epischen Abschlüsse jeweils, wie es noch bei Vorgängern war, zum Beispiel jetzt da auch bei der Hauptstory, oder? Ich meine, da der Abschluss, ja, klar, wir hatten das Eden-Grabtuch und so und wieder in Gegenwart angelangt, aber irgendwie waren dann trotzdem noch offene Fragen und vor allem war halt der Abschluss bei Weitem nicht so episch wie jetzt war bei Assassin's Creed 3, wenn man so ein Beispiel nennen darf. Trotzdem, es war sehr gut gemacht und ja, gut, was halt noch anmerken muss, wie schon öfters erwähnt, die ganzen Bugs, weil ich meine, Grafikbugs während des Kämpfes und so weiter, das ist nichts Neues, das gibt's halt. Die Steuerung teilweise ist einfach ungewohnt, ich meine, sie funktioniert schon so, wie sie programmiert ist, aber wenn ich halt irgendwie in engen Gängen laufen muss zum Beispiel, wenn ich irgendwie eingepfercht, wie zum Beispiel hier, aber irgendwie die Wände müssen nicht so hoch sind, ein bisschen weniger hoch, sagen wir irgendwie nur einen halben Meter hoch und ich renne halt, weil der muss schnell sein. Wenn ich renne, dann hat halt der Charakter das Gefühl, oh, ich muss darüber, wenn ich irgendwo drankomme, also quasi aufs Gelände steigen zum Beispiel. Und das nervt, also irgendwie, dass man da, ja, wie soll ich sagen, eine bessere Balance hätte. Aber wie gesagt, das ist vielleicht auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ich habe auch schon andere Let's Player geguckt, die gleiche Probleme hatten wie ich und
Gibt sicher aber auch andere, die es gar kein Problem damit haben, die super mit der Steuerung klarkommen. Ich hatte teilweise ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist einfach halt Assassin's Creed, da muss man damit leben oder sich daran gewöhnen oder irgendwie sonst was. Damit habe ich jetzt eigentlich nicht so ein großes Problem gehabt zum Schluss. Also sprich, Problem, wo ich sagen würde, das war total fail, das war total scheiße. Aber halt solche Bugs, wo ich sagen muss, oder auch nicht, weil das Spiel nicht mehr möglich war. Du willst irgendwie etwas machen, plötzlich in der Grafikbug, du kommst gar nicht dahin. Oder du musst irgendein Spiel ja, mit alten 4-Band, weil es gar nicht mehr anders geht. Klar hatten wir jetzt in den letzten Missionen, vor allem jetzt hier mit der Du liebst Sing-Mission wieder. Aber ich hatte es auch schon mal bei der Hauptstory gehabt und daher ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es eine PC-Portierung gibt, es gibt noch ganz andere Portierungen, die noch viel übler gelaufen sind, die gar nicht spielbar waren. Und daher hoffe ich halt beim nächsten Assassin's Creed Ableger, der dann kommen wird, ja, vor allem natürlich neue Ableger dann, weil die alten, sei es der Assassin's Creed Rogue oder Nummer 4 Black Flag, natürlich die ersten beiden Assassin's Creed Teile noch, die gibt es schon ein bisschen länger und die dürfen daher auch nicht mehr solche Bugs haben. Also gesehen. Aber gut, bin ich wieder mal fertig und sage vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Abenteuer, sei es wieder ein Assassin's Creed Abenteuer oder etwas anderes. Wie bereits erwähnt gerade, ich war natürlich sehnsüchtig aufs neue Assassin's Creed Teil. Der wird zwar vermutlich erst 2017 herauskommen, daher wird das sicher nach diesem Let's Play noch ein bisschen dauern. Aber vielleicht sogar bis dahin noch einen anderen Teil, wie gesagt, Rogue oder Assassin's Creed 4, Black Flag und die beiden ersten Teile, habe ich sicher noch Bock drauf. Und mal gucken, was das Assassin's Creed Abenteuer, Serien, Multiversum, Universum, das ist kein Multiversum, Universum, was die ganze Reihe noch so mit sich bringen mag. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.